Willkommen zu dem zweiten Teil, Thema ADHS mit der Elena Arricci. Wir sagen gar nicht gross, sondern wir starten einfach direkt in den zweiten Teil. Wir hoffen, es gefällt euch. Du hast vorher mal noch erwähnt, dass aktuell viele Leute zu euch in die Praxis kommen, die auch älter sind. Vielleicht können wir auch das noch so anschauen. Ich habe da vielleicht ein Beispiel und es nimmt mich wunder, wie du das... Weil ich habe eine Hypothese. Und es nimmt mich wunder, ob du das vielleicht deine Meinung dazu hast geben. Ich würde mich selber als eher extrovertiert betiteln. Und ich habe in meinen so Mitte 20er dann eine Hypothese entwickelt, dass ein grosser Teil von meiner Extraversion aufgrund von meinem ADHS ist. Vielleicht schon als Erklärung. Ich nehme oft, oder ich habe früher noch, sicher mehr als heute, mehr Platz eingenommen in sozialen Interaktionen. Vor allem in Gruppensettings habe ich dann auch sehr viel geredet, habe anderen vielleicht auch zu viel Platz weggenommen. Ich glaube, so meine engsten Freunde, die kommen mit dem klar, weil sie dann auch mal sagen, so, hey, jetzt ist gut. In gewissen sozialen Settings habe ich mich dann aber im Nachhinein schlecht gefühlt, weil ich wie so war, so, oh, ich habe gerade zu viel Platz eingenommen. Und ich habe mir dann irgendwann vorgenommen, um mein Verhalten zu verändern, um zu sagen, hey, ich bin jetzt irgendwie erwachsen und ich möchte irgendwie mehr auch eine Rolle einnehmen, wo ich nicht immer muss im Mittelpunkt stehen oder wo ich nicht immer muss so viel reden. Und das ist zum einen mal noch schwierig gewesen, weil nachher die Leute mich dann gefragt haben, ob alles okay ist, weil es eine Verhaltensveränderung gegeben hat. Und was ich dann aber gemerkt habe in sozialen Settings, wenn ich mich zurücknehme, ist es für mich so viel anstrengender. Weil, und meine Hypothese ist dort, dass wenn ich selber rede und selber viel Platz einnehme, dass ich mich dann hauptsächlich auf mich konzentrieren kann. Und dass es wie der Fokus ein bisschen geräder ist, ein bisschen klarer gerichtet, weil ich muss mir überlegen, was ich sage. Und wenn ich mich aber zurücknehme, dann gibt es sehr viele Eindrücke, die auf mich einwirken, weil vielleicht die eine Person etwas sagt, dann eine andere Person sagt wieder etwas. Vielleicht sind auch mehrere Gespräche gleichzeitig am Laufen in einer Gruppe, was ich sehr anstrengend finde. Und dann läuft vielleicht irgendwie noch der Kellner durch, oder es sind sehr viele Eindrücke. Und ich habe gemerkt, dass das für mich sehr viel anstrengender ist, als wenn ich einfach den Platz selber einnehme. Und dann ist irgendwann bei mir die Hypothese aufgekommen, weil ich auch mittlerweile merke, dass ich meine introvertierte Seite habe, wo es mir sehr gut tut, wenn ich dann einfach mal alleine bin oder auch nicht zu lange in einer grossen Gruppe bin, weil mir das auch Energie nimmt. Und dort meine Hypothese ist dann irgendwann aufgekommen, dass ich mich als Kind vielleicht selber probiert habe, wie sich andere, wir haben vorher das Thema Drogen gehabt, sich probieren dort quasi zu stimulieren mit Drogen. Ich mich als Kind probiert habe, selber zu stimulieren, indem ich selber den Platz einnehme, um nicht müssen auf alle Eindrücke von mich aussen herum zu gehen. Ist das etwas, wo du sagst, hey, das habe ich schon an anderen Orten auch schon wahrgenommen oder das könnte sein? Absolut. Weil, also du hast das mega schön beschrieben, Tim, wie das eigentlich ist, wenn dein Hirn zuerst in einem unteraktivierten Zustand ist, dann bist du wie ein Schwamm. Du siehst die Kellnerin oder den Kellner, der erinnerst dich an das und das in einem anderen Kontext. Dann hörst du denen und denen zu und dann plötzlich merkst du, du interessierst dich irgendwie mehr für Kleidung oder das Material von dieser Person als das, was sie erzählt. Und dann hat es Lichter, wo dein frontale Augenfeld sofort aufnimmt, alles, was eye-catching ist, was bewegend ist, reizgestört, das kommt alles rein. Dann Geschmäcker, dann musst du dich noch entscheiden. Der Frontalbereich muss sich dann vielleicht noch fürs Essen entscheiden, hast die Speiskarte so vor dir. Oder alle diese Geschichten. Und in dem Moment, wenn du redest, hast du den Lead. Einerseits redest du dann sehr wahrscheinlich über die Sachen, die dich selber auch interessieren. Ja. Also das ist besser, als stundenlang zuzulassen, obwohl du schon längstens weißt, wie die Story endet. Das Zweite ist, dass du aber auch
wenn du redest, natürlich viel, viel mehr Hirnenergie brauchst und somit auch eine gerichtete Aufmerksamkeit hast. Währenddessen du vielleicht, wenn du einfach so ein bisschen im Stuhl sitzt und zuhörst, kommt dein Default-Mode-Netzwerk. Wir haben verschiedene Netzwerke im Kopf und das spielt dir einfach irgendwie alle so eher negative Szenarien zu oder langweilige Szenarien zu und du bist überall, aber nicht wirklich da, nicht wirklich involviert und dann musst du dich erholen. Und das sogenannte Default-Mode-Netzwerk, das manchmal ist, wenn wir einfach ruhig da sitzen und nichts machen, das kann eben dann manchmal auch dazu führen, dass es eher von der Stimmung her ins Negative kippt. Und wenn du aber ganz bewusst jetzt beispielsweise dir Auszeiten nimmst, dann weißt du vielleicht auch schon, was du machst. Du wirst dann vielleicht nicht einfach ruhig auf dem Stuhl sitzen, sondern du gehst mit dem Velo irgendwo an oder du hörst deine Lieblingsmusik oder du hast vielleicht auch so Rückzugsmöglichkeiten, wo du aber schon weißt, das tut mir gut. Und das, was du beschrieben hast, ist wirklich ein Klassiker. Okay. Ja. Spannend. Ja. Weil das ist, also ich meine, wir haben es jetzt gerade von Veränderungen gehabt, dass man mit sich selber nicht zu hart ins Gericht zählt. Und das ist, ich würde sagen, einer von der grössten aktuellen Themen, wo ich auch haben müssen schauen, dass ich nicht zu hart mit mir ins Gericht gehe. Weil ich zum einen eben mich dann haben müssen rechtfertigen bei Gruppen, wieso dass ich jetzt nicht mehr die Rolle einnehme und ich dann ihnen muss sagen, so ja, ich fühle mich dann auch sehr schlecht, wenn ich so viel Platz einnehme, darum möchte ich jetzt nicht mehr. Das war ein bisschen unangenehm gewesen. Und dann auch zu erkennen, dass ich das nicht so gut kann, auch, ist dann eine sehr kritische Stimme von mir selber gekommen, dass ich so bin, so, hey, bist doch mal interessiert an den Leuten, was sie erzählen. Wieso kannst du das nicht und wieso interessierst du dich nicht für die anderen Leute, weil ich mich eigentlich als jemand identifiziere, der sich sehr fest für andere Leute identifiziert. Und das ist, ich würde sagen, so das letzte grosse Thema, wo ich würde sagen, ich erfolgreich bewältigt habe. Es wird sicher wieder ein anderes Thema kommen, aber ich habe das noch interessant gefunden, wenn ich dort es zuerst sehr, sehr kritisch war und ich dann wie mit dem haben müssen umgehen, um auch ein bisschen verstehen. Wir haben vorhin die Meta-Ebene angesprochen, den Käfer im Gläschen zu betrachten, wo ich dann gemerkt habe, also, ja gut, aber also kannst dich jetzt schon selber fertig machen, aber wegen dem wird die Situation nicht besser. Und ja, habe das noch sehr spannend gefunden und freue mich, dass du die Hypothese auch einigermaßen kannst bestätigen. Ja, dass absolut. Geht. Und mega cool, dass du jetzt dort wie noch andere Persönlichkeitsanteile von dir führen kannst. Und das ist ja etwas sehr Spannendes, wenn man plötzlich merkt, jetzt bin ich in einer anderen Rolle. Also ich bin lieber der Entertainer, da habe ich nämlich auch Kontrolle, als wenn ich jetzt erstmal so quasi eher so zurück, also Step back mache, dass ich dann eher unsicher bin, weil ich die Rolle auch noch nicht so kann. Nicht so vertraut ja, mit der richtig. Rolle. Und ja. jetzt wird es sehr wahrscheinlich dann, also das wäre jetzt so eine Möglichkeit, es gibt so wie die beiden Seiten von dir so zu integrieren. Also du bist der manchmal einen Witz macht und lustig und einklingt und gleichzeitig aber dann auch wieder sich kann rausnehmen kann. Also es geht eigentlich dann um die Regulation. Ja, so das Wechselspiel von ja, wann was nutzen. Ja, und, genau. Ja, absolut. Ja. Du bist noch fest am Verarbeiten, gell? Das hat dich ein bisschen geflasht. Ja, so vieles. Es ist also wirklich mega krass, wirklich so auch irgendwie deine Aussagen, deine Haltung, deine Erfahrungen kombiniert mit deinen. Ich kenne euch beide. Also vielleicht für die, die es nicht wissen, ich habe fast 2 Jahre bei der Illinois in der Praxis gearbeitet, darum ist mir das Thema auch so vertraut, aber jetzt in diesem Setting auch nochmal, es ist gerade, also mega schön, es ist so positiv, aber ich bin das jetzt irgendwie gerade einfach so am Verarbeiten und es wird wahrscheinlich, ich will ja nicht fertig sein, aber ich bin das gerade auch am Geniessen und versuche irgendwie das so zu einordnen. Und was mir vorher auch aufgefallen ist, wir haben eine Folge gemacht, wo wir über unsere, wie wir mit Gefühlen umgehen, reden. Und du hast das Beispiel gebracht, mit in die Meta-Ebene gehen, sich können quasi aus der Drittperson-Perspektive einmal anzuschauen. Und du bist so gewesen, dass bei der 8. Folge hast du gesagt, ja, ich tue mich oft von außen betrachten, wie fühle ich mich und denke,
krass, weißt du, gerade die Überschneidung so. Ja. So spannend. So spannend, wirklich mega. Du hast vorhin noch das Thema ein bisschen Erwachsene angesprochen. Ja, voll. Mich würde mega interessieren, wie man im Erwachsenenalter umgehen soll, wenn man vielleicht die Vermutung hat, dass man ein ADHS hat. Gerne möchte ich herausfinden, hey, gibt es da etwas, wo mir helfen könnte? Ich meine, es gibt auch... Ich habe mit einer ehemaligen Arbeitskollegin, wo ich ein Gespräch hatte, wo sie mich dann irgendwann gefragt hat, hey, hast du das Gefühl, ich habe ein ADHS? Und ich so, hey, ich bin sicher nicht jemand, der diagnostizieren kann, aber es könnte es mir gut vorstellen. Und sie hat dann gefragt, ob sie sich selbst abklären lassen. Und ich habe gesagt, hey, ich glaube, also du bist eine gestandene Frau, du bist in deinen 40er, du machst einen super Job. Wenn es dich nicht belastet, dann sehe ich aktuell nicht den Nutzen davon, außer du sagst, hey, mal, ich möchte das. Darum, es gibt ja auch Leute, die sehr gut damit klarkommen, auch aufgrund von der Ausprägung. Aber wenn jetzt jemand findet, hey, ich möchte da etwas machen und ich möchte das vielleicht mal abklären, wie soll man da vorgehen, auf was soll man sich achten? Und vielleicht können wir dann nachher dann auch so ein bisschen auf Thema Mann-Frau eingehen, weil ich das mega spannend finde, wie bei Frauen das oft undiagnostiziert wird. Aber vielleicht gehen wir Thema noch für Thema. Ja, also, ja, absolut. Also eine Vorgehensweise wäre, sich eine Abklärungsstelle zu suchen. Da gibt es viele Stellen im Moment im Kanton Zürich, aber auch in der Schweiz, aber alle sind total im Moment überlastet. ja. Aber es wäre trotzdem eine gute Möglichkeit, wirklich eine Abklärung mit Hand und Fuß zu machen. Das kann eben manchmal so das Symptombasierte sein, wo man dann auch eine Diagnose bekommt. Oftmals wird es heutzutage aber auch noch mit der Hirnwellenmessung kombiniert, damit man auch noch ein bisschen mehr weiss, gewisse Hirnwellen sprechen auf gewisse Medikationen besser an. Es gibt dort so Tendenzen. Und dann weiss man vielleicht auch schon so ein bisschen, in welche Richtung das es gehen könnte. Das wäre so der erste Schritt, also eine Abklärung, weil es einem vielleicht dann auch erleichtert, dass man so vom Grundgefühl, das, was man schon immer das Gefühl hatte, so vom Bauchgefühl her, das und das fällt mir einfach schwerer als anderen, dass man dort wie so eine Bestätigung hat. Dass man es kann benennen und kann dass sagen, man das es ist benennen kann und dass man auch das erste Mal vielleicht sagt, hey, ich habe nichts dafür, das und das und das ist mir passiert, ich habe mich dort nicht konzentrieren, ich habe dort immer reingeschwätzt, ich habe mir immer gesagt, ich fange frühzeitig an zu lernen und habe es dann trotzdem nicht gemacht. Also ein Teil von mir hat das einfach nicht können aufgrund von der Begebenheiten von meinem Hirn. Und somit auch dass die Schuld oder das sich schlecht fühlen, das dann aus dem Kreislauf rauszukommen. Und nachher geht es aber darum, nicht dort drin zu bleiben und einfach zu sagen, ja, weil ich eben jetzt ein ADHS habe, kann ich das und das nicht und weil es jetzt so ist, kann ich es die nächsten 30 Jahre auch nicht, sondern dann zu schauen, was brauche ich? Was brauche ich auf welcher Ebene? Wo fällt es für mich schwer? Also ist es zum Beispiel die Impulskontrolle, gebe ich jeden Monat irgendwie viel zu viel Geld aus für schöne Kleider oder für sonst Gadgets. Oder ist mein Thema eher, dass ich, wenn ich mich langweilig fühle, mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin vorher streiten, weil das fühlt sich besser an, als einfach das Ruhige vor sich hintümpeln. Weil das die Unteraktivierung in meinem Hirn noch verstärkt? Oder ist es eher das zyklusmässig jetzt gerade in Bezug auf Frauen, die stärker zum Teil reagieren mit PMS oder die hormonellen Schwankungen viel, viel stärker sind? Das weiss man heutzutage, dass man beispielsweise dann schaut, wo kann ich dort ansetzen? Gibt es irgendwie noch Präparate, die ich noch nehmen kann, dass der Zyklus ein bisschen ausgeglichen ist? Da gibt es auch pflanzliche Präparate etc. Und man dann punktuell wirklich dort einsteigt und schaut, was ich verändern. Welche Leute haben wir gut in dieser Veränderung, welche Leute haben wir weniger gut. Und das erachte ich als so ein bisschen den Weg. Und das muss man ja nicht allein machen. Richtig, ja. Oder? Und ich glaube, also, gerade das, wo du sagst, eben, das braucht, es sind Prozesse, die in Gang kommen.
Und also, ich glaube, es kennen viele, wenn man Sachen einfach im Kopf versucht zu machen, ist es schwieriger, als wenn man mit jemandem darüber redet. Auch so, um die Klarheit zu bekommen. Gerade wenn du sagst, hey, was möchte ich ändern? Mit was für Leuten möchte ich umgehen in diesem Prozess? Das fällt einem meistens einfacher, wenn man mit jemandem darüber redet. Und das ich würde sagen, professionelle Hilfe sein, bei einem Therapeut oder Therapeutin. Es kann aber auch sein, dass vielleicht mit der besten Kollegin und dem besten Kollegen, wenn das funktioniert, oder? Wenn sie sagt, hey, da können wir uns gezielt auch unterstützen, ist es auch gut. Genau. Es muss ja einfach stimmig sein. Ja, es gibt auch Netzwerke. Also für Eltern mit Kind gibt es ELPOS, Elternverein für POS-Kinder. Für die Erwachsenen gibt es ADHS 20+. Also von dort her kann man sich auch Informationen holen und Adressen. Mega, das habe ich nicht gewusst. Ja, die machen immer wow. coole Sachen. Hey, weil das ist etwas, wo ich mit 8 Jahren ADHS diagnostiziert habe, ist es noch nicht so verbreitet. Also, es ist noch nicht so cool gewesen, wie es heute ist. Heute ist es fast ein bisschen cool. Und ich habe mich so alleine gefühlt, weil es hat niemand anders ADHS gehabt. Und dort ich bin dann nachher in Therapie, so Gruppentherapie auch, dort haben es andere Kinder gehabt, die ADHS und ich glaube auch Autismus hatten. Und ich habe mich dort so unwohl gefühlt, weil ich mich nicht identifizieren mit diesen anderen Kindern. Ich weiss nicht wieso, aber so ein Netzwerk finde ich mega. Wir tun die Netzwerke vielleicht auch noch mehr, wenn es mehr gibt, die tun wir unten in die Shownotes. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt doch mal unten schauen. Oder auch eins kennen, wo ihr sagt, hey, hat mir geholfen, schreibt es uns unbedingt, dass man das kann verlinken. Ja. Das, was du jetzt vorher gesagt hast, da muss man schnell anhängen. Du bist in einer Gruppe gewesen, wo eigentlich alle auf Papier ADHS haben, oder? Du hast dich aber nicht wohlgefühlt und hast dich nicht mit dem identifizieren. Ich glaube, das kann man schon auch nochmal herausheben. ADHS ist nicht gleich ADHS. Es gibt ja so viele unterschiedliche Ausprägungen plus unterschiedlich starke Ausprägungen, oder? Und darum auch die ganz unterschiedlichen Verläufe. Gewisse werden mega erfolgreich, gewisse gehen vielleicht eher in ein Loch. Das hängt ja dann mega fest mit der Art und Weise damit zusammen. Und es gibt dann so einen Stempel ADHS. Okay, das läuft drunter, aber dort unten sind so komplett unterschiedliche Menschen auch. Ja, genau, also der Prototyp, oder? Der Prototyp Wackelpeter oder irgendwie so der Zappel-Philipp, der Zappel-Philipp. Und nachher haben wir das Gefühl, ja, das ist mal das eine. Und das andere ist, ich meine, eine Persönlichkeit ist ja noch drunter. Manche finden, sie von der Persönlichkeit her sehr soziale Menschen und die treten immer in die Interaktion, währenddessen vielleicht andere Personen mit der ADHS, die sind eher die sich technisch interessieren und die nicht so extravertiert sind. Also es heisst nicht, dass man sich muss mögen, nur weil man das ADHS hat. Das wäre wie, wenn ich jetzt mit dem Hund laufe und alle die einen Hund haben, sind plötzlich meine Freunde. Ja. Also das ist wirklich so ein bisschen über den Daumen geschlagen, ein bisschen sehr vereinfacht. Ja. Also ich finde gerade bei denen mit den Chihuahuas finde ich es recht schwierig. Ich muss dann meinem Hund auch immer sagen, aus, nicht essen. Stell dir, sorry schnell, dass wir schnell in den Podcast auch noch ein bisschen Chaos bringen. Stell dir vor, du laufst durch die Straße und du hast einen Mensch, der etwa 10-mal so groß ist wie du, der mit dir spielen will. So geht es mit einem Chihuahua. Ja. Und wild. Ja, genau. Oder wie ich, als ich das letzte Mal beim Tierarzt war und gesehen habe, die haben tatsächlich auch Medis für Hunde gegen ADHS und Depressionen. Ja, ich glaube irgendwie, ja. Wirklich? Ja. Ich weiss nicht, was da genau läuft. Das ist ja Aber jetzt wild. gibt es ADHS bei dir? Also jetzt bei Hunden, sagen wir mal. Also ich habe schon gehört von einer Klientin, dass bei ihrem Hund oder bei ihrer Katze irgendwie so etwas diagnostiziert Ja, sorry, wird. aber Also ich kenne mich überhaupt nicht aus. Also ich habe das Gefühl, es wird langsam ein bisschen... Das ist dann auf so ein dieser bisschen- Ebene ist es ein bisschen weird plötzlich. Also ich frage mich auch gerade, Ja, wie die Selbstauskunft funktioniert hat. Nein. So. Hey, ich will ganz kurz so schnell. Wir haben vorhin gesagt, dass man so
ja, dass es kann helfen, mit Leuten darüber zu reden, professionell, mit einem Netzwerk. Wir haben jetzt immer aus der Sicht geredet von Leuten mit einem ADHS. Und was diese Personen machen können und was sie für Denkenssätze und was sie für Glaubenssätze oder könnten brauchen, dass Veränderung schwierig ist. Ich finde noch spannend zu überlegen, was Leute rund um Personen mit ADHS können machen. Weil es ist auch nicht immer einfach. Ich meine, ich sehe meine Verlobte, die sich manchmal auch schwierig tut mit meinen Eigenheiten. Ich weiss auch von anderen Leuten, die ihre engsten Personen nicht immer genau wissen, wie mit dem umgehen. Was wäre ein Hinweis oder so ein bisschen eine Einleitung in, hey, wie geht man mit Leuten um, die ADHS haben? Ich glaube, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, dass ich wirklich fest muss sagen, was ich brauche. Eben, du hast vorhin zum Beispiel beim Aufräumen oder Lernen, dass jemand im Raum ist. So blöd es auch tönt, aber das hilft mir sehr fest. Ich meine, wir haben damals so ZF-Sessions gehabt, wo wir Zusammenfassungen gemacht haben, wo ich einfach froh war, sind sie rum gewesen, im gleichen Raum. Also ich auch. Muss man fair sagen. Ja, das hilft sicher. Aber das hilft allen. Aber ich habe mich ganz, ganz schlecht da in alleine lernen. Dasselbe auch mit, wenn es irgendwie darum geht, Haushalt zu machen oder zu arbeiten. Wenn ich einfach weiss, dass jemand rum ist, dann hilft mir das sehr. Gibt es da so Tipps, von, wie man kann unterstützen kann, wenn man Leute in seinem Umfeld hat, die ein ADHS vielleicht haben? Absolut. Das gibt's. Das Thema ist aber immer, gerade wenn du in einer Partnerschaft bist, wenn es dann darum geht, dass plötzlich so eine Therapeuten, Klienten, Abhängigkeit plötzlich oder auch so das Verhalten besteht, dass das zum Teil vielleicht auch kann schwierig sein kann. Von dem her finde ich immer wichtig, auf Augenhöhe und dann schauen, hey, was brauche ich? Und wenn zum Beispiel jetzt du, Tim, nicht merken, jetzt brauche ich eigentlich einfach gerade eine Auszeit und deine Partnerin das aber merkt, dass sie dann zum Beispiel sagt, hey, ich merke jetzt gerade, jetzt brauchen wir gerade 4 Stunden eine Auszeit. Irgendwie go posten oder ich gehe schnell aus dem Raum, einfach damit du wieder in deine Kraft und in deine Filterfunktion wieder besser kann aufgebaut werden und du entlastet bist über deine sensorischen Areale. Solche Sachen und wirklich auch immer fragen und auch erklären. Und Aufklärung ist auch dort total wichtig. Also, wenn ich mit einem ADHS zu einer Therapeutin gehe und die mir erklärt, warum das gewisse Sachen schwierig sind, ist das 1:1 so wichtig für deine Partnerin, für einen Partner, vielleicht auch zum Kind besser verstehen, damit man weiß, dass sie es nicht extra machen oder jetzt sie sind definitiv überreizt. Das letzte Schokostückchen hätten sie nicht mehr essen oder die anderen hätten 2 Stunden früher heim müssen. Alles geht so über Aufklärung und manchmal ist es aber auch so, dass gewisse Konflikte einfach unvermeidbar sind. Das muss man auch sagen. Also, aber wirklich nachfragen, die Partner und Partnerin mitnehmen an Veranstaltungen über das Thema, auch sehen, was die Superpowerkraft ist oder auch sehen, was jetzt einfach schwierig ist, was die Person vielleicht nicht so gut kann aufgrund vom ADHS und dann auch sagen, okay, das übernehme ich oder das machen wir zusammen, so wie ihr es ja mega schön macht beim Aufräumen oder beim Kochen oder was auch immer. Oder einfach Kopfkast hören für Psychoedukation. Ja, genau. Voll. Aber ich meine, es kann ja auch mega strategisch sein, dass man sich das, wenn man zusammen wohnt, das ein bisschen aufteilt. Wenn man das beide können sagen, hey, das ist fair, wenn wir es so machen und dann kann beide so ihre Stärken geben. Ja. Oder? Dass man gar nicht muss jetzt halt immer das machen, was einem einfach nicht liegt. So. Oder wenn und ich glaube, es ist etwas, wo man immer wieder neu muss verhandeln muss. Wo man immer wieder neu muss schauen, hey, was liegt jetzt aktuell drin und was nicht. Und gibt es etwas, wo dir besser liegt als mir und dort dann ein bisschen auf die Stärken geht. Ja, das hilft mir schon sehr. Ja. Und ich bekomme auch Hilfe von meiner besseren Hälfte. Das ist super. Und ich glaube so, der Ivo... Von dir auch, Ivo. Von dir auch.
so die typischen Klassiker sind doch auch irgendwie, man macht sich parat zum Essen und mir ist einfach immer 15 Minuten zu spät. So Das ist bei mir andersrum. Da warte ich dann am ja. aber Genau. das ist auch, weil Pünktlichkeit einfach etwas ist, was mir sehr wichtig ist. Ja. Und darum dort dann auch ein Ja. Auto fahren. Aber ja, ich kenne Ja, auch genau. von Leuten, die dort mehr haben. Genau, das ist auch so. Wir haben vorher das Thema Frauen noch angeteasert. Und ich fände es mega gut, wenn vor allem du als Expertin und Frau dort noch etwas dazu kannst sagen. Weil es sind schon... Also wieso dass ich darauf gekommen bin, dass das wichtig ist, weil ich im Studium auch herausgefunden habe, dass es bei Frauen oft unterdiagnostiziert ist oder sehr viel später, weil sie so sozialisiert werden, das ist zumindest so, wenn ich das verstanden habe, dass sie oft so sozialisiert werden, dass ADHS weniger auffällt. Also man sagt, hey, Mädchen sind eher ruhig, sie sind eher zurückhaltend, sie sind eher in den Gruppen und irgendwie müssen sich verstehen, sie müssen mehr lernen, sie sind disziplinierter am Lernen etc. Und dass dort dann oft das überschattet oder so ein bisschen verdeckt, das ADHS. Und es dann sehr viel später aufkommt, wenn sie dann Anfangs 20 oder vielleicht sogar Anfangs 30 sind. Und du hast vorher, und das dann auch belastend kann sein, und sie es dann möchten abklären. Und du hast vorher auch noch das Thema mit den Zyklen aufgebracht. Und ich fände es mega cool, wenn du da noch etwas dazu sagen könntest. Jawohl. Also sicher ist die Erziehung von Mädels anders als von Jungs. Mädels müssen braver sein etc. Aber wenn jetzt ein Mädchen das ADHS hat mit Impulskontrollschwierigkeiten und Hyperaktivität, wird es gemäss Studien viel, viel härter und stärker abgestraft als die Jungs. Weil es eben nicht passt. Ja. Also Das noch ist mehr mal aus dem das eine. Raster Ja, noch rausgefallen. mehr aus dem Raster rausgefallen. Das ist mal das eine. Das Zweite ist, dass vor allem Mädchen vielleicht noch ein Spürchen mehr das sogenannte ruhige ADS zeigen, also eher wegträumen, eher nicht so zappelig sein, vielleicht innerlich Unruhe, viel Gedankenkreise etc. Mittlerweile weiß man aber auch, dass ganz viele Jungs das haben. Die werden dann erst so zwischen 13 bis 15 diagnostiziert, wenn man merkt, dass sie in der Schule oder so plötzlich Mühe bekommen. Dann bei den Frauen ist ein grosses Thema die affektive Dysregulierung. Währenddessen vielleicht die jungen Männer eher Mühe haben mit Impulskontrollstörungen, schnell fahren, Probleme mit dem Gesetz etc. Im Worst Case sind die jungen Frauen eher moody, also die Stimmung geht runter, immer so dysphorisch, ängstlich. Also die ganze Regulation der Gefühle sieht man oftmals bei jungen Frauen, dass sie dann eher so ein bisschen in Richtung Depression gehen. Okay. Oder Angst. Angststörungen und Gedankenkreise. Dann natürlich Sucht oder Zwang, also so ein bisschen Richtung Magersucht oder so, Perfektionismus. Und in dem Innen dann eben auch herauszufinden, das ist jetzt nicht einfach eine reine Depression, sondern dort ist hinter dran Unteraktivierung vom Hirn, Dysregulation. Das ist die Kunst, dort herauszufinden, dass man nicht alles quasi wie in einen Topf schmeißt. Einfach als Depression abstempelt. Ja. Darf ich da schnell anhängen? Ja. Jetzt angenommen als Beispiel, wenn jetzt eine Frau halt nach der ganzen Kindheit und Jugend, so ein bisschen im Erwachsenenalter, sagen wir, eine Zwangs- oder Angststörung daraus entwickelt. Und das ist ja dann sehr sichtbar, weil das ja dann plötzlich auch die Funktionalität beim Beruf einschränkt. Das heisst, okay, jetzt wird etwas gemacht. Bis dahin war es eigentlich gut gewesen. Jetzt ist Angst oder Zwang oder eine Magensucht da. Dann schaut man das an. Und das wird ja dann auch nochmal anders behandelt als eigentlich ein ADHS oder ADS. Kann das sein, dass dann, nehmen wir an, jetzt mit einer Zwangsstörung vielleicht der Zwangsstörung medikamentiert und therapeutisch angeht, dass es eigentlich gar nicht lösbar ist, weil der Ursprung hinten dran ganz ein anderer ist. Und der eigentlich immer das weiterhin antreibt und man tut nur irgendwie da vorne versuchen, irgendetwas aufzuräumen, wo einfach eine Konsequenz auf dem
unerkannte ADHS ist? Ja, das ist so eine Theorie, die man hat. Man muss halt auch sehen, es gibt grosse Überlappungen, Komorbiditäten, dass eben eine Unteraktivierung im Hirn, wo wir ADHS nennen, auch einen Einfluss kann haben auf verschiedene Hirnareale. Eben beispielsweise singuläre Systempausalganglien, wo Zwang ein Thema werden können. Und wie du gesagt hast, es kann dann oft sein, dass man wie beides angeht. Dass man dann beispielsweise eine Medikation hat, vielleicht irgendein Antidepressivum, das gut wirkt, gegen Zwang und gleichzeitig aber noch ein Neuroenhancer im Sinne von Aufputschmittel, sei das im Methylphenidat-Bereich oder Methamphetamin. Ja. Jawohl. Okay. Ja. Und ich glaube, dort geht es ja wirklich darum, nochmal genau anzuschauen, ja, was ist es eigentlich. Also ich habe auch schon EEGs gesehen, QEGs, Brain Maps, wo ich gesehen habe, einerseits ein ADS, das ist aber, glaube ich, nie wirklich so ein grosses Problem gewesen, aber man sieht es noch in den Hirnwellen, hohe, langsame, dritte Schlafwellen, wo hören sie aus Datenbank signifikant. Und darüber sehr hohe Stresswerte an Stellen, wo mit Trauma in Verbindung steht, wo man dann vielleicht auch könnte daraus interpretieren, okay, diese Kombi, die ist jetzt gerade, die ist nicht optimalst. Also Trauma ist nicht optimal. Aber das Thema ist dann dort, in dem Moment hat das System das Ganze nicht mehr auffangen. Und dann ist Depression dazugekommen. Und durch das, dass der Frontalbereich dann noch zu wenig aktiviert war, durch das darunterliegende ADS, ist es umso vielleicht noch stärker rausgekommen. Und dann im Neurofeedback, also wenn wir Hirnwellentraining machen, können wir ja die einzelnen Hirnareale dann auch gezielt ansteuern. Dann können wir zum Beispiel sagen, okay, der Frontalbereich ist unteraktiviert, dort können wir mit Neurofeedback versuchen, die Aktivation aufzubringen. Währenddessen auf dem Hinterhaupt oder auf den Temporallappen, wo eher mehr Ruhe stattfinden, dort ist beispielsweise sehr viel Stress drauf und dann kann man dort das Hirn noch entstressen, zusätzlich. Ich finde wild, was ihr dort gemacht habt. Wirklich crazy. Du hast jetzt also Themen angesprochen, wie vielleicht hast du schon vorher, aber ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viel einfacher mir all das Zeugs mit diesen Herausforderungen umzugehen, wie viel einfacher dass mir das geht, wenn ich genug geschlafen habe, wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich irgendwie vielleicht auch Sport mache. Und ich finde, dass der Trevor Noah, er ist ein Comedian von Südafrika und ich glaube, er hat auch Familie in der Schweiz sogar. Und er redet sehr offen über das, weil er Depressionen bekommen hat, er hat das ADHS. Und er sagt, er müsse sehr akribisch darauf schauen, dass er genug Schlaf bekommt, dass er das richtige Zeugs isst, dass er sich bewegt, weil sonst er in eine sehr starke Negativspirale hineingeht und nicht mehr daraus rauskommt. Und ich finde es sehr erstaunlich, wie ich das auch bemerke, wenn ich genug geschlafen habe, wie viel optimistischer, wie viel zuversichtlicher, wie viel weniger kritisch ich mit mir selber bin, als wenn ich sage, einen schlechteren Lebensstil habe mit weniger Schlaf, ungesundes Essen, wenig Sport. Ich finde das noch recht faszinierend, wie viel das ausmacht. Ja. Also mittlerweile beweisen das ja auch verschiedene Studien. Also Schlaf ist essentiell, auch jetzt in der ganzen Geschichte mit Alzheimer und Demenz, dass man sagt eigentlich, wenn man das Leben lang oder versucht, genug Schlaf zu haben, also mindestens 7 bis 8 Stunden, ist das einfach fürs Hirn essentiell. So wie wenn man das Auto halt auch mal wartet oder anstatt dass man das Jössmost in den Tank tut, gibt man ihm wirklich Benzin. So ein bisschen das. Und auch wenn wir so 2 Stunden weniger schlafen als das, was wir brauchen, ist das fürs Hirn, wie wenn es 0,8 Promille Alkoholintus hat. Und was macht das mit unserem Frontalbereich? Alkohol enthemmt. Also in dem Moment kommen die Eindrücke noch einmal viel, viel mehr durch, sowohl aus dem Gefühlssystem, warum das die Stimmung vielleicht schlechter ist, als auch, dass wir uns nicht konzentrieren können.
auf die Sachen, die wir eigentlich möchten. Hey, im Fall, das ist... 2 Stunden Schlaf weniger ist fürs Hirn wie 0,8 Promille Alkohol. Ja. Das ist crazy. Ich kenne, weißt du, wie viele Leute, die im Geschäft in dem Fall einfach besoffen arbeiten? Ja, also ich muss dann von ihr sagen, als ich Nachtschicht Das geschafft ist habe, crazy. 2 Jahre Nachtschicht und dann schlafst du am Tag und am Tag kannst du nicht gut schlafen. Ja, also ich ja, habe so ja. 4 Stunden damals geschlafen. Mir ist miserabel gegangen. Ja. Also mir ist wirklich stimmungsmäßig. Weißt du noch, richtig während dem schlecht. Studium, wo ich in der einen Bar geschafft habe, Du bist einmal noch bis um 3 Uhr am Morgen. und dann, und dann, ich habe dort nur ein halbes Jahr arbeiten, nachher musste ich kündigen, weil das hat mich so kaputt gemacht. Ja. Da bin ich immer in den Vorlesungen nicht geschlafen. Ja, also erstens hast du genug Alkohol getrunken und hast wenig geschlafen, ja. In der Bar. Ja, jetzt so viel Alkohol habe ich beim Arbeiten nicht getrunken, aber... Also gut. Es ist okay, ich arbeite jetzt nicht mit. Okay. Ja. Alright. Elena, gibt es etwas, wo wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wo du sagst, hey, das wäre noch wichtig, um das zu beleuchten, wo du sagst, da haben wir jetzt die Chance noch nicht gehabt, um darüber zu reden? Vielleicht auch noch, dass es wirklich ein biopsychosoziales Konstrukt ist, ADHS. Also einerseits gibt es die genetische Komponente, wo man auch sieht, die Biomarker. Dann gibt es aber auch die Umwelt, also Geburt, Frühgeburt etc. kann ein Thema sein, aber auch Stress. Und nachher die Umwelt. Also wie gut matcht das, wie viele Erfahrungen kann ich machen, wo ich mich auch positiv kann sehen kann. Sprich, dass sehr viele Kinder im Kleinkindalter und auch in der Schule ganz, ganz viel Strafreiz müssen erdulden, viel mehr als neurotypische Personen, weil sie einfach auffälliger sind, mehr nerven. Und dementsprechend ist es dort auch wichtig, dass die Kinder und auch Jugendliche und Erwachsene die Erfahrungen können machen von hey, ich bin wert, ich bin wertvoll, ich darf gewisse Sachen auch so machen, wie ich es gerne hätte. Und letzten Endes auch, dass es ein lebenslanges Lernen gibt und ADHS ist nicht einfach gesetzt, so dass ich die und die und die Schwierigkeiten das Leben lang muss haben. Und dann kommt noch dazu, dass das Hirn so oder so kein Kippschalter ist. Also, auch wenn man noch so gerne vielleicht das Hirn hätte wie eine KI. Vielleicht unser Weg ist genau das, dass wir Erfahrungen dürfen machen und den Weg dürfen machen und immer wieder dürfen lernen. Und solange das möglich ist und wir mit einer wertschätzenden Haltung uns selber gegenüber und allen, sowohl neurotypischen als auch neuroatypischen Menschen gegenüberbringen, kann das auch mehr möglich sein, dass wir unseren Weg machen können. Wow, Schön das gesagt. sind schöne Schlussworte. Danke dir vielmals. Sehr, sehr Danke gerne. vielmals für deine Zeit, danke vielmals für dein Wissen. Ich habe das gerade Ich so find's, aufgesogen mit euch zwei. Ich habe das extrem genossen. Danke Ich im Fall auch. vielmals. Es war voll der Flow gewesen. Also Ja. mega, mega schön, voll positiv und so anregend. Und ich hoffe, ihr, die jetzt die Heime zuhören, habt das auch so geschätzt und habt etwas davon lernen können. Ihr dürft uns gerne auch noch Anschlussfragen oder Rückmeldungen oder Ideen oder Anregungen, die euch selber gekommen sind, in die Kommentare schreiben. Elena, was ich noch gerne würde sagen, ist, wo findet man dich? Also, meine Praxis heisst Lernwerk und man findet mich auf der Homepage www.lern-werk.ch in Winterthur und in Steffan. Wir tun alle Informationen unten in die Shownotes. Ihr findet also dort die Elena und das Lernwerk auch dort. Danke vielmals. Ich bin gerade noch schnell am Verarbeiten. Für die jetzt zuhören und ihr jetzt die zweite Folge, die auch lang war, bis jetzt am Schluss durchgelassen habt und ihr das interessant gefunden habt, könnt doch abonnieren. Ihr könnt auch gerne bewerten. Wir werden weiter spannende Gäste dürfen bei uns begrüßen. Aber warte schnell. Ich weiß. Ah, ich komme, okay. keine Okay, Angst, sorry. keine Angst. Sorry, ich dachte,
Bevor ihr jetzt da schon geht und da den Podcast verliert, wir haben noch etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir haben noch etwas sehr Wichtiges. Okay, danke. Darum, wenn ihr das Abonnieren jetzt schnell erledigt habt, danke vielmals, dann würden wir jetzt zu einer letzten Hirnzelle kommen. Und wir haben es nämlich so geplant, dass, wenn wir Gäste haben, der Gast uns die Frage stellt, der Ivo und ich unsere Antwort aufs Büchlein schreiben, wir beide antworten und wir können quasi beide einen Punkt holen in diesem Rennen, wo wir aktuell bei 3-3 stehen. Yes. Darum, Elena, du hast etwas mitgebracht, auch eine Multiple-Choice-Frage mit 4 möglichen Antworten. Ja. Und wir sind sehr gespannt. Ja, das ist super. Du tust nicht Genau. schiessen, du tust da nicht abschauen. Ja, dann müssen das beide ganz für euch selber Ja. lösen. Also meine Frage zur letzten Hirnzelle ist, was ist Pebbling? Erstens ist Pebbling auf dem Stuhl unruhig hin und her rutschen. Zweitens ist Pebbling kleine Pause nach einer Erledigung von einer Aufgabe, um nachher wieder weiterzufahren. Drittens ist Pebbling jemand mit einer ADHS auszulachen. Hey, lachst nicht. Und viertens ist Pebbling mit einem Gegenstand von einer Skillsbox, also von so Sachen, die man in der Hand haben kann, mit einem Gegenstand von so einer Skillsbox herumfingerle, um sich zu aktivieren. Okay, ich habe meine Antwort. Oh. Du, Tim? Ja, ich habe das Gefühl, wir gehen aufs Gleiche. Ja. Ja, also ich habe es dann auch. zeigen wir es. Ich habe die. Ich habe eins. Oh! Oh, wir haben nicht das Gleiche. Die haben nicht das Gleiche und die sind beide falsch. Nein, es ist vielleicht mit der Pause machen. Ja, genau, es ist das mit dem Pause machen. Pebbling sind die Personen, die, wenn sie eine Aufgabe abgeschlossen haben, zum Beispiel eine Rechnung, dann schauen sie ein bisschen um, gehen schnell etwas zum Trinken holen, fangen nachher wieder an. Aber wenn man zuschaut, wird man fast wahnsinnig, weil man merkt, es ist so kein Fluss drin. Immer so die Pausen, wenn man die zusammennehmen würde, hat man schon wieder 5 Minuten, wo man schneller fertig wäre. Also es ist so wie die Unterbrüche zwischen den Aufgaben, wo ein Stopp ist und dann wieder anfängt. Und Pebbling kommt von den Kieselsteinen im Wasser, in einem Fluss, wo immer wieder das Wasser wie abbremsen. Das ist so eine gute Frage. Das ist eine Das ist wirklich eine gute brutale Frage. Frage, ja. Crazy, danke vielmals. Er steht immer noch der gleiche Stand wie letztes Mal. Ja, niemand hat Punkte gemacht. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch etwas Letztes übrig. Ja, wir haben, für dich, das sagst, wir machen immer am Schluss von der Folge, grüßen wir irgendetwas. Und hast du eine Idee? Letztes Mal haben wir alle Chefs gegrüßt, die die Work-Life-Balance von ihren Mitarbeitenden schätzen. Wir haben auch schon unsere Primarlehrerinnen gegrüßt. Also grüßen können. Und es ist nicht nur, dass wir die Leute grüßen, sondern dass unsere Leute, die zulassen, die Leute auch grüßen. Ah, so. Ja, das ist doch cool. Ich würde sagen, wir grüßen alle Mütter und Väter, die Kinder mit ADHS und auch ohne ADHS, aber vor allem die mit der grossen Herausforderung, quasi die zu grüßen und wertschätzen, wie sie jeden Tag einfach wieder toll einsteigen und mit ihren Kindern den Weg machen. Das ist doch Sehr wunderbar. Grüß gerne in diesem Fall auch an meine Eltern. Danke euch vielmals, sind immer da. Yes. Hey. Herzlichen Dank, liebe Elena. Mega, mega cool bist du bei uns. Und ja, ich freue mich mega aufs Feedback. Wir sind mega gespannt. Du bist Premiere, erster Gast. Ich habe so Freude. Ich habe noch eine riesige Vorfreude gehabt, aber jetzt habe ich noch mehr Freude, weil es so cool war. Und wir wünschen euch allen ganz einen guten Wochenstart. Grüßt eure Eltern, ob ihr ADHS habt oder nicht. Sagt ihnen Danke für alles, was sie für euch gemacht haben. Und bis bald wieder. Ciao Tschüss miteinander. Danke vielmals. Ciao Und der zusammen. Schnee sagt auch Tschüss.